damit grüße zurück zu eure Kommentare. Ich blende dir nun einen, wie hast du schon, einen Kommentar vom Absintikus ein. Da hat er mal einen kleinen Satz geschrieben, auf den möchte ich noch mal kurz eingehen. Ich werde drauf eingehen, während du drauf eingehst. Genau. Und zwar, er hat mir da geschrieben, ach wie cool, oh nein, bitte bleib so. Und ich habe euren Dialekt einfach gern. Und auf dieses kleine Wortstückchen möchte ich kurz eingehen. Und zwar, bei mir ist es ein bisschen ein kleiner Kauderwelsch, wenn man so schön sagt. Also ein Durcheinander. Ein Durcheinander an Anreihungen von Dialekten. Genau. Ab und zu habe ich so ein bisschen steirisch drinnen, ab und zu habe ich dann wieder einen Wiener drinnen. Der Wiener kommt daher, da er die Verwandtschaft mütterlicherseits aus Wien ist. Die Mutter ist geborene Wienerin. Ich bin zwar geboren in der Steiermark, aber das hat es dann alles so vermischt. Und Omaseits ist aus Niederösterreich bzw. aus dem Burgenland. Und ich glaube, was war es? Warte mal, wie war das? Meine Oma war 39er Baujahr, glaube ich. 39. Sowas, wurscht. Und ist dann verbrochener Leiter nach Wien eingegangen, wegen dem Opa und hin und her. Die Geschichte ist dann schon uninteressant soweit für YouTube und somit hat es das dann ergeben. Und ich habe das in meinem, ich habe viel Zeit eigentlich in Wien verbracht. Mit Freunden, Verwandtschaft und einer Beziehung war ich lang draußen. Also ja, Wien gehört eigentlich auch ein bisschen, ist also ein kleiner Teil von meinem Leben gewesen. Und eins vorweg, ich habe jetzt da einen Videoausschnitt gefunden. Ich blende jetzt mehrere Videosegmente ein von YouTube-Kanälen, die ich gefunden habe. Und zwar das erste, was ich gefunden habe, das habe ich schon öfters in einem Video drinnen gehabt. Und zwar, das Video ist ja einige Jahre schon alt und zeigt eigentlich auf 3 oder 4 Minuten den steirischen Dialekt. Da muss ich aber eins dazu sagen. Die Band, die du da siehst, diese Knackwatschen, die sind aus dem Eichfeld. Ich habe jetzt mal noch kurz nachgeschaut, weil mir jetzt unsicher war. In der Steiermark gibt es 2 Eichfeld. Eines im Murtal, das andere im Mürztal. Wir machen die Reise ins Murtal, gell, dass du Bescheid weißt, so ungefähr. Wenn ich nicht vergesse, blende ich dir das sind so ungefähr, warte mal kurz, dass ich jetzt nicht anlege. Judenburg-Leoben, das sind ungefähr, ich glaube 40 oder 50 Kilometer, bis auf Krieglach sind es auch um die 30 Kilometer oder so. Ich muss halt nochmal schauen und wenn es ist, steht es dann unten in der Videobeschreibung ganz genau. Datiert und angeschrieben und hin und her. Und ich zeige jetzt einfach einmal das Video über den steirischen Dialekt. Das ist kurz und schmerzlos und ist eigentlich für die damalige Zeit relativ gut. Also bis gleich. Hallo. Servus. Grüß Gott. Servus. Servus, grüß euch. Na servus. Appetit. Servus. 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 Wir sind da in der Obersteiermark im Eichfeld und es gibt allein schon in der Steiermark so viele Dialekte. Wenn du 50 Kilometer weiterfährst, reden die Leute schon wieder ganz anders. Geh wie Knackwatschen. Ich bin von Knackwatschen, ich spiele die steirische Harmonika. Que wie quetschen. Bei uns in der Steiermark spielen das ganz viele Leute. Wir versuchen halt die steirische Volksmusik mit dem Punkrock zu verbinden. Ich bin die Feli. Ich bin eigentlich aus Niederösterreich, seit 10 Jahren in Graz. Und meine Oma war eine Steirerin. Ingelkramer, Haarleitz, Derz, Schrems übern Horn. Lauterkorn, Ui, cool. Botzen, Schrems, Geifen, Fliegenbracker, Bajeiken, Bornegel, Fauzhauber, Dreischen, Retteljausen. Tschurl, Haberer. Kuckerutz, ja. Buckelkraxen. R wie Reindling. Nimm ich gern. Frisch Bochenheide. Sehr gut. Ja, wir sind da jetzt bei der Familie Veit, früher Namen Schatzberger. Früher, das ist der Name vom Hof. Und wir sind da auf Kaffee und Kuchen eingeladen. Kavi Kernöl. Das heißt Kürbiskernöl und wir sagen Kernöl. Die Südsteirer bauen mehr, ja.
Wenn du das anhörst, dann hörst du von mir nochmal. Und Bauen ist, stammt glaube ich von Bellen. Allerdings sagt er schon das Wort Bauen. Genauso wie es klingen muss. W wie Weinlesen. K wie Klapperdritz. J wie Janka. B wie Buschenschank. S wie Schnaps. K wie Kirmes. A wie Aufspülen. Heute ist ein drüber Tag, heute geht alles irgendwie schwer. Man sieht ein paar Leute lachen, aber das gibt nicht viel her. Nein, das schert mich nicht. Ja, das schert mich nicht. Das ist halt irgendwie so. Das schert mich nicht, heißt, ich mag nicht. Ich will nicht. Nein, das ist ein Bullshit. Geht, lass sie da in Ruhe. Große 15! Sag nicht, du Arsch, du Drecksau, du Schlampe, du schiere Sau! Mach mal's Beste draus und fahr mal hin, was so nicht ist, ja, ja. So einen Sachen-Tag hab ich noch nie erlebt. Jetzt heißt's anreißen, kaum bleiben, durchbeißen wird schon gehen. Das Singen im Dialekt ist also eine Geschichte. Wenn du nämlich so singst, wie es drehst, dann versteht dich keiner. Es ist so, ich bin aus Graz. Mir kommt vor, in Graz reden die meisten Leute ziemlich Hochdeutsch. Und dann gibt es ein paar so Wörter, die würde ich als typisch grazerisch bezeichnen, wie zum Beispiel Chick. W wie Wurzeln. Na, wirklich nicht. Schwörschädel. Gemütlich. Moosschädel. Wie geht's da? Pfui. Ja. Erdapfel. Voll gut. Für den Gott. Viel Spaß noch. Ciao, Papa. Vielen Dank. Und zum Abschluss von dem Video gehen wir in die Richtung Wiener Dialekt. Und zwar, da müssen wir mal ein Stückchen in der Zeit zurück, gell? Ja, Handy, ich weiß, wir hatten schon wieder auf YouTube was hochgeladen, ha? Ja. Sehr gut. Und zwar, da gehen wir jetzt in Richtung Wien. Und zwar, Wien, was soll ich sagen? Der Humor, den ich dir nun einblenden werde, ist ganz eigen. Also der typisch rabenschwarze, ganz eigen zynische Wiener alte Humor aus den 1970er Jahren der Serie Kottern ermittelt. Mit Lukas Restaretz in der Hauptrolle, auch heute noch ein sehr guter Kabarettist eigentlich. Kann man sich anschauen. Wenn ihr nicht vergisst, sind einige Programme von ihm in der Videobeschreibung verlinkt. Wie soll ich der Kottern ermittelt erklären als Serie an sich? Wie soll ich sagen? Der Kottern ist Polizist oder Ermittler oder so irgendwas, keine Ahnung in die Richtung. Und mit seiner Mannschaft probiert er halt Morde zu klären oder Verbrechen aufzuklären. Im Endeffekt artet das Ganze dann so aus, dass eigentlich die Oma die Fälle klärt. Genau, dann hat er so Informanten mit einem Sandler neben der Brücke, neben der Donau, der auf einer Parkbank liegt, ne? Und jetzt mal, wenn er aufwacht, findet er eine Leiche. Schau einfach zu. Ich habe mir da 2 Sequenzen ausgesucht, oder ja, je nachdem, welche ich für mich persönlich am glorreichsten empfinde vom Humor her, dass du siehst, was die Serie humortechnisch ausgemacht hat. Blendet ein. Und ich hoffe, ich höre weiter bei euch über die Kommentare, dann kann ich auch wieder so ein Format machen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe momentan einen riesen Spaß an diese Formate. Eure Kommentare und das andere da auf einen Kaffee macht mir richtig Spaß momentan. Und in Kürze wird es noch mehr ein Video geben. Ein kleines Infovideo. Ich habe etwas vor. Genau. Und da muss ich euch ein bisschen vorwarnen. Genau. Und nun wünsche ich dir zum Abschluss viel Spaß mit diesem Ausschnitt Kottern ermittelt aus den 1970er Jahren. Bis zum nächsten Mal. Baba. So ein Radi! Ey, du Fraß, du Elende! Was fällt dir denn eigentlich ein? Kannst nicht aufpassen? Hast keine Gluren im Kopf? Sag du, kannst eine haben! Oder nimm auf der Straße kann man gehen! So ein Fraß, du Nixix! Na schau nicht so deppert! Beruhigen Sie noch. Die Kochdauer bei einem ganzen Sauschädel beträgt ca. 4 Stunden.
Beim Kochen vergessen Sie nicht auf das Kräutersäckchen, denn das gibt einen besonders feinen Geschmack. Am besten Sie binden es um den Rüssel, denn dann finden Sie es gleich. Damit wäre unser heutiges Menü gelungen. Ich wünsche einen guten Appetit.